Willkommen zum Podcast Stammtisch Hinnerpals. Die 4 Freunde Matthias, Peter, Hannes und Michael können sich aktuell leider nicht zu ihrem Bier in ihrem Stammlokal Stubbis Stub bei Inhaber Manfred treffen und müssen ihr Bier nun gemeinsam online trinken. Trinkt gerne ein Bier mit und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich weiß ja auch nicht, also ich habe jetzt versucht, ein bisschen fit zu bleiben, war immerhin 2 bis 3, meistens nur 2 joggen. 5 bis 6 Kilometer, wie hast du das gemacht, Hannes? Wie weit warst du so ein bisschen unterwegs? Oh, das ist eher schon so mein Maximum, 5 bis 6 Kilometer. So. Aber habe ich auch gemacht, ab und zu, einmal die Woche. Bisschen Larve, damit man fit bleibt, aber ja. Immerhin. Servus Matthias. Genau mit Michael. Und, die anderen sind ja auch da. Servus Peter. Servus Matze. Und der Hannes. Servus Matze. Hast du es auch geschafft? Ja, natürlich. Ist ja schön, dass man echt mal wieder sieht. Da. Von was hat das dann gerade gehabt, Peter? Wir haben über das Joggen gesprochen und die bisschen den Körper fit halten, damit man, wenn es überhaupt mal weitergeht im Fußball, noch Fußball spielen kann. Also der Hannes und ich gehen in unterschiedliche Intervalle joggen und sind unterschiedlich gut. Mancher ist schlechter, Hannes, und mancher ist besser, der Peter. Okay. Ja, so Vorbereitung für den Fußball ist halt schon wichtig, ne? Das ist ganz, ganz wichtiges Thema, ne, bei euch. Ja, irgendwas muss ich auch machen, ne? Ja, fürs Tischtennis muss ich auch immer fit bleiben. Aber Joggen ist ja nicht unbedingt so die übliche Vorbereitung. Faule Ausrede. Ja, ist schön, dass man sich mal wieder sieht. Wir müssen ja jetzt diesmal uns leider online treffen. Die Situation hat sich ja nicht so schön ergeben die letzte Zeit. Aber ich denke, wir können uns auch online zusammen betrinken. Hanna, eigentlich schon was gerichtet? Klar. Natürlich. Hier mein Bier. Ich habe hier Brombeerschnaps und ein paar Bier. Oh, das klingt doch gar nicht schlecht. Ich gehe mit einer Williams Christ Birnenbrand um eine schöne Rotwein an der Stadt. Äußerst interessant die Mischung. Ich bin auch gespannt, wie sich das ergibt. Und du, Michael, was gibt's bei dir heute Abend? Bei mir gibt's hier noch etwas Bierlikör 22 und ein paar Bier natürlich. Carlsberg unter anderem. Ich habe jetzt eine Verständnisfrage. Heißt der Bierlikör 220 oder hat er 22%? Sowohl als auch. So war jemand saukreativ unterwegs. Oh ja. Das war echt gut. Ja, ich bin halt Abend auch eher unkreativ unterwegs. Ich trinke mal schönes Wäze und hau mal ekliger Schnaps hinter die Birnen. Ja, dann schenke ich mal ins Innerbube. Naja, können wir gleich anstoßen. Ja, ich denke, wichtig ist, dass man anstoßt, dass das Jahr von fast Jahr jetzt endlich vorbei ist. Also, da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, das letzte Jahr, das war ja schon zum Verschenken, oder? Also, da kann man ja nicht mehr viel mit anfangen. Von daher, würde ich jetzt mal sagen, Prost aufs neue Jahr, ihr Bube. Auf euch. Darauf, dass es besser wird, ja. Prost. Aufs neue Jahr. Prost. Ach Gott, mit ein paar Light schmeckt's doch gleich viel besser. Das ist wohl auch gerade sagen, es läuft viel besser. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so psychologisch ist, aber es geht mal besser runter. War mal wieder Zeit, ja doch. Ja. Schmeckt gerade gut. Zusammen sauft sich einfach besser. Mir fehlt nur so ein bisschen dieser Kneipe-Mief, aber naja, man kann ja alles haben. Gut, in der Kneipe will ich ja auch nicht wohnen, ich weiß ja auch nicht, ne? Ja, vor allem bei Manfred, da stinkt's ja also mal gerne ein bisschen mehr. Ja. Oder der Botte klebt ein bisschen, man weiß es nie. Ja, es gehört halt zu der Atmosphäre. Ja. Wir haben ja nicht so besonders viel Auswahl bei uns, also hey. Nee, wir müssen halt dorthin gehen, was Uf hat, ne? Und im Moment hat halt nix Uf, deswegen sitzen wir halt daheim. Ja, also das letzte Jahr kann ich ja wirklich in die Tonne treten. Wenn man das so zusammenfassen müsst, in 3 kurze Worte, was wird denn euch da infallen? Also, das ist ja ganz schlimm. Peter, fällt dir da was in? Was ist denn für dich 2020 hängen geblieben? Ich wäre jetzt voll emotional her. Also für mich war das Wichtigste 2020 definitiv die Familie und also der Zusammenhalt der Familie, auch auf unterschiedliche Art und Weise, auch wenn man sich nicht wirklich sehen konnte. Aber auch also ihr quasi, ne, die Freunde, waren mir auch ziemlich wichtig. Also wenn die 2-3 Mal, wo man sich dann gesehen hat, auch so ein bisschen größerer Rund, das war schon eigentlich ziemlich geil und war quasi wie früher alles. Aber umarmt hat man sich ja dennoch nicht. Ach,
wenn das jetzt gleich nicht jedem fehlt, aber mir fehlt es ein bisschen. Und, Also eigentlich so umarmen fehlt mir jetzt nicht unbedingt. aber mir fehlt schon ein bisschen. Ja, jetzt bin ich aber beleidigt. Also ich habe entsprechend viel öfters die Elsbeth umarmt, aber ja, irgendwas muss ich umarmen, ne? Also von daher... Gut mal lädt her. Also die wäre auch so mein drittes Wort, um jetzt bei Massimo zu bleiben. Mein drittes Wort wäre so quasi meine Freundin bzw. Verlobtin. Die ist mir jetzt schon ein bisschen ans Herz gewachsen, sag ich mal. Also von daher, das waren schon so die drei wichtigsten Pfeiler, um das mal so zu sagen. Ja, ich weiß nicht, wie hast du das so gesehen, Hannes? Ja klar, Familie, ganz wichtig, ist sogar teilweise, würde ich sagen, intensiverer Austausch gewesen wie sonst, weil man ja regelmäßig sich über Skype getroffen hat. War ein bisschen anders da, natürlich, aber der Kontakt war auf jeden Fall regelmäßiger. Man hat sich gegenseitig unterstützt. Was ich vor allen Dingen gemerkt habe, ist durch die ganze Homeoffice-Geschichte habe ich so viel Zeit gehabt, Sache zu machen, weil ich nicht so viel im Auto unterwegs war, nicht so viel auf Dienstreise war. Es war eigentlich von dem Punkt her gar nicht mal so schlecht. Natürlich ist es schade, niemanden zu treffen. Aber ich habe zum Beispiel angefangen, jetzt durch die Zeit Sprache zu lernen. Endlich mal Japanisch richtig angefangen zu lernen. Klingt ein bisschen verrückt, aber... Sag mal was. Was willst du dann hören? Ja, keine Ahnung, wie geht das oder sowas? Oder hallo, erstmal, hallo, wie geht's da zum Beispiel? Konnichiwa, Genki desu ka? Hört sich nicht schlecht an. Hast du verstanden? Du kennst mich auch verarscht, ich weiß es nicht, oder uns. Nee, also das war von daher gar nicht so schlecht, aber natürlich insgesamt war das Jahr halt schon, ja, wie der Mats gesagt, geschenkt, Abhake. Hoffentlich wird es dieses Jahr besser. Und wie war das bei dir, Michael? Ja, im Großen und Ganzen doch recht ähnlich. Also auch, ich habe auch gemerkt, dass gerade mit der Familie der Kontakt sehr wichtig war. Das war so immer so die erste Anlaufstelle zum Großteil. Aber auch mit dem Homeoffice, das ist ja bei mir eigentlich, worüber ich jetzt ziemlich glücklich bin, mit der extra freien Zeit, die man dann halt meistens dann doch der Hemmsprung hat, hatte ich dann auch Zeit, mal wieder ein bisschen so programmieren für mich, irgendwas anzufangen, meine eigenen Projekte so ein bisschen voranzutreiben. Das war eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt. Und man hat dann auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, vielleicht sich so beim Zuhause auf Heimsport oder so zu konzentrieren. Man kann jetzt halt nicht mehr ins Fitnessstudio oder irgendwo hingehen. Man muss halt gucken, wie man sich zu Hause irgendwie bewegt. Was stemmst du jetzt, das Bett oder was? Nee. Unter anderem... Der Kühlschrank. Nee. Bitte pack da alle. Chillig. Zum einen habe ich so 2 Hanteln abgestaubt, die noch bei meinen Eltern rumlagen. Mit denen kann man schon ein bisschen was machen. Und jetzt habe ich ganz frisch noch Freeletics angefangen. Von meinem Bruder war das so die Idee. Und jetzt machen wir zu dritt wieder mit der Familie uns gegenseitig ein bisschen hier antreiben. Ja. Das ist ganz geil, ja. Das kommt ganz gut. Ja. Aber das ist schon ganz schön übel. Da hast du immer Muskelkater. Gerade am Anfang jetzt. Ist das bei dir, dass du das richtig abonniert hast, das Freeletics? Also, das ist eigentlich nur eine Anleitung, wie du es machen musst. Und den Rest organisieren wir uns eigentlich selbst. Also wir haben da, also es ist jetzt wirklich nichts wirklich Offizielles oder so, sondern ich habe mir jetzt da selbst so eine Excel-Tabelle halt gemacht, wo ich meine Werte und so aufschreibe. Die Anleitung ist schon mal eine ganz gute Grundlage für die ersten, keine Ahnung, 20 Wochen oder so. Also so eine Art kostenlose Trainingsvorlage für daheim. Genau, das ist jetzt auch nicht irgendwie speziell angepasst, sondern guck mal, wie es klappt und dann, ja. Aber gerade so mit den Brüdern zusammen hat man ja eigentlich dann auch seinen Antrieb und kann vergleichen und gucken, ob man immer noch besser ist als die anderen und so. Das klappt eigentlich ganz gut. Sag bloß, du bist besser als dein Bruder. Ja, natürlich. Würde die das jetzt auch sagen, wenn sie anwesend wären? Die Fußballer haben mehr Ausdauer, was Larve angeht, das ist klar. Aber was die Kraft angeht, bin ich denen doch überlegen. So grundsätzlich ein bisschen. Aber gut, es sind auch viel öfter mit irgendwelchen Verletzungen geplagt, während ich da ja bisher ganz glimpflich davon gekommen bin. Ja, bei denen ist ja wirklich andauernd irgendeine Extremität gebrochen. Ja, ich weiß. Ja, Fußball halt. Ich meine, da kennt ihr zwei ja eigentlich was von Rette. Also ich habe mir noch nicht weh gemacht beim Fußballspieler.
Du machst ja auch nichts, du. Das war das nicht, genau. Also ich hatte bislang nur blutige Knie und keine Ahnung, vielleicht mal ein bisschen was im Rücken verrenkt, aber ich habe mal Gott sei Dank noch kein Band gerissen oder irgendein Kreuzband oder... Ja, bei der Schwalbe tut ja keiner außer dir selbst mit Innenwirke, also von daher kannst du da auch nicht arg weh machen. An dieser Stelle möchte ich mal kurz anmerken, dass ich einen Kollegen, der mich dumm angemacht hat, so wie du, dem habe ich schon mal den Arm gebrochen. Ja, also aufpassen, Matze, ne? Der war ja wahrscheinlich halb so groß wie du. Ja, schon ein bisschen kleiner, ja. Und was war dein 2020, Matze? Also für mich 2020 ganz, ganz bestimmend war halt auch dieses Thema Homeoffice. Also dadurch, dass ich ja halt auch meine Arbeit fast komplett von daheim machen kann, wurde es halt dahin verlagert. Also unsere Firma hat sich da wirklich super aufgestellt und hat alle Leute, die das machen können, die, ich sag mal, für den Regelbetrieb nicht im Haus sind müssen, die hat dann die Möglichkeit gehabt, dort von daheim zu schaffen und das finde ich halt super. Hat natürlich jetzt auch keiner damit gerechnet, dass das so lang wird. Und von daher, ja, am Anfang war es vielleicht noch ganz schön. Im ersten Lockdown war es ja auch ganz praktisch, als dann unsere Kinder daheim waren, dann war halt immer jemand da. Und dann hat sich das ganz gut gegeben. Aber auf Dauer, naja, also mir persönlich fehlt halt schon das Rumgereise und ein bisschen was anderes sehen. Und dann fällt da halt schon die Decke auf den Kopf. Und ansonsten war für mich 2020 sehr geprägt durch dieses Thema Videokommunikation, Internetkommunikation, sei es jetzt in der Firma. Dort hat sich bei uns extrem viel geduld, das hat sich sehr dorthin verlagert. Und auch im privaten Bereich, jetzt speziell mit euch, wenn die Zeiten halt so waren, dass man sich dann einfach mal gesehen hat. Und ich denke, das ist schon eigentlich auch was Positives, was man dem abgewinnen kann, der komplette Situation. Aber, naja, okay, ich denke, ihr habt ja auch gesagt, dass die Situation, der kann man schon auch was Gutes abgewinnen, sei es jetzt, dass man vielleicht ein intensiverer oder ein bewussterer Kontakt mit der Familie hat oder einfach Freunde, die man vielleicht ohne die Situation gar nicht mehr so oft gesehen hat, vielleicht tatsächlich öfter gehört, gesehen hat. Von daher kann man vielleicht auch noch was Positives abgewinnen. Für mich persönliches Negativ-Highlight war einfach das Klopapier-Gate letztes Jahr. Also das hat mich extremst, wie soll ich sagen, verwundert, aufgewühlt, was die Leute da abgezogen haben. Also es ist schon ziemlich krass. Es ist unglaublich, wenn man sich anguckt, dass in Deutschland Klopapier ausverkauft war und was war es noch? So Seife oder sowas? Ja, und Hefe irgendwann. Also erst hat sich jeder gefühlt komplett ausgeschissen. Dann hat jeder versucht, wieder Nahrung zu generieren und es ist ja Leute. Und wenn man dann in der anderen Länder gesehen hat, dass beispielsweise in Frankreich war der Wein ausverkauft und so Zeug, in Italien waren es die Nudeln und bei uns war es das Klopapier. Ey, was sah das über uns, Alter? Das war aber auch wirklich knapp geworden mit dem Klopapier bei mir. Also es war jetzt gar kein so Witz. Also ganz ehrlich. Nee, witzig ist das nicht. Das war jetzt nicht witzig. Also ich hatte ja am Anfang das nicht ernst genommen. Ich habe mir gedacht, komm, ich habe noch so 2, 3 Rolle, was soll's. Dann warte ich einfach, bis so die erste Panik vorbei ist. Dann gibt's so bestimmt wieder Klopapier. Dann wurde es eine Rolle weniger und noch eine weniger. Da war ich jetzt bei der letzten Rolle angelangt und ich habe dann echt so Quatsch gemacht, wie ich war dann im Globus, morgens noch vor Öffnung, habe ich da gestanden und habe darauf gewartet, dass sie die Türe aufmache, dass ich vielleicht dann eine Rolle irgendwie... Hast du dann die andere Omas weggestupst oder hast du mit dem Waage so malträtiert? Also, ja, man macht halt, was man machen muss. Ja, wenn man Kackpapier braucht, braucht man Kackpapier. Nee, meine kleine Schwester hat sogar es losgefahren und hat versucht, irgendwas für mich zu organisieren. Also es war schon echt knapp. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht jetzt doch mal meine Eltern besuchen muss, um vielleicht eine Rolle Klopapier abzustauben. Aber am Ende habe ich es dann geschafft, so Mini-4er-Paket Recycling Bio-Öko-Papier zu kriegen, was sonst wahrscheinlich keiner kaufen wollte. Auch wahrscheinlich zum unverschämten Preis. Ja, so ungefähr. Aber ich habe einfach alles genommen, was ich gekriegt habe. Ich war so glücklich, dass ich das geschafft hatte. Und trotzdem kam ich mal in der Kasse noch komisch vor mit der Rolle Klopapier im Wagen. Ja, doch, guck, da ist schon wieder einer, der das Klopapier kauft. Genau. Nee, also das war schon echt irgendwie eine sehr
sehr skurrile Situation und sehr, sehr verwirrend. Also für uns, wir haben es tatsächlich auch noch neben dem Klopapier an der Windeln gemerkt, dass es tatsächlich dort auch knapp wird. Also wir haben Emo wirklich bange müsse und haben dann eine Remarke noch kaufen müsse zu dem, was man sonst kaufe, damit man halt was hatte. Weil das ist ja auch so was du nicht wirklich ersetzen kannst heutzutage. Und gerade in so einer Situation, wo dann alle anfangen zu hamstern, ja super. Also wenn einfach jeder ganz normal seine Inkäufe gemacht hätte, wäre das ja gar kein Problem gewesen. Haben das noch nicht mit Stoffwindeln probiert? Ja, aber selbst zu der Zeit, ich glaube, wenn die ganze normale Pampers Leerkraft waren, wäre es wahrscheinlich auch schwierig gewesen, Stoffwindeln zu kriegen. Ach so, die kann man noch kaufen. Ich dachte, die gibt's gar nicht. Ja, natürlich. Das ist ein ganz großes Ding. Also, ja, Okay. also lauter Öko-Eltern, die keinen Müll fabrizieren wollen, die setzen da ganz viel drauf. Also, das ist tatsächlich ein riesen Ding. Kam für uns jetzt nicht so in Frage, hätte ich jetzt nicht so schön gefunden, in meiner Wäschmaschine die Kacke auszuwäschen. Aber Ja, okay. da brauchst du ja eigentlich extra Wäschmaschinen für so Aktionen. Also die musst du ja danach, das ist ja Sondermüll, die musst du ja entsorgen. Also, sagen wir mal, je nach Konsistenz ist es halt schon, weiß ich ja nicht, wie sich das da in der Trommel löst oder halt irgendwelche Leitungen verstimmt. Ja, nee, wollen wir das sehr Thema gar nicht schönes mehr so breit reden. Sag mal, Hannes, wie sagt man in Japanisch Prost? Prost. Kampai. Alle hopp dann, ihr Bube. Kampai. Kampai. Wie Campari. Nicht Campari, Kampai. Ja, aber das muss man wissen. Ja, deswegen freue ich Das mich. merken ich bis zum nächsten Mal. Wir bilden uns jetzt. Campari. Schreib mal kurz auf. Sicher. Ja, ich denke, das war so im Großen und Ganzen das Jahr 2020. Ich glaube, Jahresrückblicke brauchen wir Kenny. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch so vorne gucken. Und wir haben jetzt das neue Jahr angefangen. Silvester hat nicht so arg geknallt wie sonst, was ich persönlich ganz, ganz gut fand. Ein paar Idioten gibt's natürlich immer noch. Und ein Neujahr ist ja so der Tag der Vorsätze. Wie sieht's denn aus? Michael, hast du da was vorgenommen fürs nächste Jahr? Ja, schon muss ich das mit dem Freeletics dann natürlich durchziehen. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber auch insgesamt ein bisschen Fitness und ein bisschen vielleicht auf die Kalorien nochmal ein bisschen achten. Das ist auf jeden Fall mit vorne dabei. Und dann will ich mich auch jetzt unabhängig von der Arbeit nochmal ein bisschen selbst fortbilden, was die Informatikgeschichte so angeht. Das ist so, ja. Hannes, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du dir auch was vorgenommen? Ja, klar, natürlich. Also ohne Vorsätze kann man nicht ins neue Jahr starten. Meine Idee ist es, meine Ernährung umzustellen. Ich werde mich jetzt mal als Vegetarier versuchen. Haben wir jetzt auch schon angefangen. Wir haben ja schon ein paar da in dem neuen Jahr hinter uns. Und Umstellung vom ein gutes Stück Fleisch auf ein bescheidenes Stück Tofu mit relativ wenig Geschmack. Aber meine Frau kriegt das eigentlich ganz gut hin. Sie macht's mal schmackhaft als langjährige Vegetarierin. Einzigste Problem, als ich das sehe, ist meine Verdauung, muss ich dann noch ein bisschen drauf instellen. Das ist schon nicht ganz so einfach, fahr meinen Magen, aber ich schaff's dran. Ich finde es faszinierend, dass wir jetzt schon wieder bei dem Thema sind, nach ungefähr, keine Ahnung, 3 Minuten. Wir waren zwar erst dabei, aber ist okay. So das Thema. Ich habe gedacht, warum? Was hat er jetzt gegen Vegetarier? Ihr Leid, wir sind jetzt schon gut über die 30 drüber. Da muss man über das Thema Verdauung sprechen, oder? Ja, das ist eine mega Umstellung für mich. Ich weiß nicht, Michael, du bist doch auch Vegetarier, oder? Hast du die Probleme nicht gehabt? Ja, ich habe das, glaube ich, ein bisschen langsamer angefangen. Ich hatte erst so übers Jahr eigentlich angefangen, immer weniger Fleisch zu essen und hat dann auch nicht direkt dann gleich der volle Gemüseersatz, sondern das kam dann erst so mit der Zeit. Von daher habe ich zwar am Anfang schon gemerkt, dass ich ein bisschen mehr so, Bauchprobleme, sag ich mal, hatte. Aber das geht sich. Luftablassprobleme, wenn ich es mal so nennen soll. Ja. Luftablassprobleme. Also mit der Zeit gibt sich das halt. Gewöhnt man sich schon dran. Aber es ist klar, am Anfang hast du jetzt erstmal einen Haufen mehr Ballaststoffe und so Zeug und dann, ja. Da hoffe ich, dass es bald besser wird. Aber es ist wirklich nicht schlecht. Es gibt einige gute Sachen. Schmeckt gut. Matthias, hast du nicht auch schon mal probiert? Du bist doch dabei, oder? Ja, also ich bin jetzt auch schon
ja, fast ein Jahr, hab ich das, bei mir hat es halt echt so angefangen, so der Gedanke, das mal auszuprobieren und mal so gucke, ja, wie schwer, wie leicht ist das eigentlich? Es war eigentlich einfach mal so Interesse, weil man das halt überall so hört und von Bekannte und man macht sich ja halt auch Gedanken, man sieht die Dokumentationen, wie scheiße es halt in den Tiere geht. Und dann war das halt so, ja komm, ich probier mal. Und das hat dann tatsächlich so, ich dachte so, ich mach das 2 Wochen und dann war so der erste Monat rum und hat eigentlich fast 100% funktioniert. Und seither, ja, läuft es. Also ich muss auch sagen, ich nehme mir das persönlich jetzt nicht so zu 100% ernst. Also ich esse auch nur noch irgendwie Fleisch, aber in der Regel dann halt nur, wenn es irgendwo übrig bleibt. Also dadurch, dass ich halt Frau und 2 Kinder hab, da dann jeder für sich irgendwas dann noch kocht, dann bleibt halt mal irgendwas übrig. Und ich sag mal, die Philosophie ist ja halt nicht die Tiere umzubringen, dass sie für dich sterbe oder so, sondern und wenn dann halt nur ein Stück Fleisch leid und ich schmeiß es weg, dann wäre das ja eigentlich noch schlechter, als es einfach zu essen. Also deshalb so 100%ig vegetarisch bin ich nicht unterwegs, aber vielleicht 95%. Ich denke, das ist doch schon mal was. Also, wenn ihr jetzt alle anfange, oder mehrheitlich kein Fleisch mehr esse ich einfach mehr Fleisch. Weil irgendwer muss jo die Tönnies dieser Welt über Wasser halle. Also, man muss ja diesen Fleischhaushalt irgendwo im Gleichgewicht halle. Ja. Mehr, also ohne Spaß. Wir sind ja jetzt auch nicht die Gutmenschen, aber bisschen die arme Fleisch ist ja, Tönnies, soll jemand jedem muss ja an gegönnt die sein. gute Traditionsfirma Tönnies denken. Ja, wenn der am Schluss auf einmal in seiner Jahresbilanz 10 Millionen weniger hat, der merkt ja das. Dann sagt er tot. Matze und Michael essen weniger Fleisch. Ich merke das. Nee, merkt er nicht. Und die ganze gute Arbeitsplätze, die der schafft. Ja, für die. Ja. Das war ja. Nee, also Spaß beiseite. Also ich weiß nicht, ich esse immer so, also unter der Woche habe ich eigentlich noch nie viel Fleisch gegessen. Das habe ich jetzt mir auch nicht vorgenommen für 2021. Ich habe aber tatsächlich vorgenommen, zum wahrscheinlich mittlerweile 10. Mal, dass ich dieses Jahr, also vor allem im Frühjahr, bis die Schwimmbäder aufmache, dass ich mehr Krafttraining mache, dass ich endlich nur, weniger Rückenschmerzen habe. Und weiterer wichtiger Vorsatz für mich ist endlich mal mein Rennrad, das einfach schon seit 2 Jahren im Arsch ist, repariere, weil mich das so abfuckt. Immer wenn ich das angucke, denke ich, kennst du mal mit dem Rennrad rumfahren? Machst du ja dann doch nicht. Was ein Scheiß, ey. Also das heißt, dein Ziel ist es quasi, von der Figur Lauchzwiebel zu der Stange dicker Lauch zu werden. Ja, so, ja, klingt realistisch. Ja, man muss sich ja kleine Schritte vornehmen, ne? Ja, 2022 bin ich dann, keine Ahnung, so Kartoffelkiste oder so. Ja, bei der Vorsätze habe ich mir's eher, ich sag mal, realistisch versucht zu setzen, weil irgendwelche Ziele dir zu setzen, die dann am Ende vom Tag unrealistisch sind, ja, bringt ja auch nichts. Und wenn ich jetzt so rückblicke aufs Jahr 2020, in dem du halt viel daheim gesessen hast, durch Homeoffice, durch Ausgangssperre oder man soll daheim bleiben, habe ich mir jetzt einfach vorgenommen, mehr rauszugehen, bisschen mehr Fahrrad zu fahren und einfach mal wieder öfter angeln zu gehen. Also das sind so meine Vorsätze. Ganz entspannt, bisschen mehr rausgehen. Ja, das Angeln, also ich weiß nicht, wenn man da mal wieder darf, ne, würde ich mal mitkommen, weil für mich ist es sowieso Extremsportart mit meiner Fischallergie. wenn ich dann neben dir auf dem Stuhl hocke und du holst einen Fisch raus und mir wisse oder nicht sicher, also ich kann ja manchen Fisch essen, aber manchen nicht, also es wäre dann immer so 50-50 oder keine Ahnung, also je nachdem, wie der Fisch rauskommt und mir eventuell ins Gesicht springt, geht's gut aus oder nicht, also. Ja. Also wenn man da ein Trinkspiel draus machen kann, wäre ich auch dabei. Also ich glaube, ich muss euch doch, glaube ich, enttäuschen. Also Michael, du wirst nüchtern heimgehen und Peter, ganz ehrlich, so wenn ich Fisch wie ich fange, gehst du doch auf jeden Fall safe wieder heim. War schade. Schade. Ja, die gute Vorsätze. Naja. Wie sieht's denn bei euch aus? Ich habe schon wieder ins Leer. Ja, ich bin schon beim bin noch Zweiter. ein bisschen verseucht. Ach so. Ich glaube, ich bin aus der Übung. Ich habe auch noch einen Schluck drin. Ist halt nicht so einfach, dass du bei Money noch ein neues bestellen kannst. Musst du halt selbst eins inschenken. Ja, das stimmt. Das fehlt schon. Ja, naja, vielleicht dürfen wir es hier irgendwann wieder, wenn ein paar Leute geimpft sind. Ich kann ja mal probieren, bei der Elsbeth ein neues zu bestellen, aber ich weiß nicht. Warte, ich guck mal. Nee, passiert nichts. Wird nix halt. Ich glaube, die hat mal den Zeigefinger gezeigt. Ich glaube, bis wir wieder alles soweit sind, haben wir das total verlernt. Wir können wahrscheinlich gar nichts mehr vertragen und liegen nur der erste paar Bier in der Ecke oder so. Ja, da müssen wir uns jetzt öfters treffen hier.
Und trainieren, dass wir wieder fit sind, wenn es wieder geht. Trainieren, ja, das ist ein gutes Stichwort. Ja, da machen wir direkt noch einen Neujahrsvorsatz draus, oder? Genau, haben wir noch gemeinsamer. Klingt gut, widerspricht den eigenen ja kaum. Ich stelle mal so ein Trainingslager vor, also in verschiedene Etappen. Im ersten treffen wir uns und jeder hat so ein kleines Sixpack dabei. Wer will, darf auch Radler haben, also Radler-Sixpack, ne? Aber man muss schon ein Sixpack trinken an dem Tag. Einsteiger, ja. Sixpack. In der Zweiteinheit ist da eine Kaste und in der Dritteinheit kommt dann noch ein bisschen Schnaps dazu. Von 0 auf 100 in jetzt. Also ich finde, das kann man auch wunderbar erzählen. Kannst du sagen, oh, ich bin gerade so am Trainieren, ich mache gerade mein Sixpack. Boah, aber der Matze, der hat schon eine Kaste. Ja, ich bin jetzt bei meinem zweiten Sixpack im Training, ey. Das geht richtig ab. Ja gut, wenn man jetzt mal an die Vatertagswanderungen zurückdenkt von früher, da haben wir ja auch also Kiste Weiß oder in der Fässer das Zeug mitgenommen, also Bier. Und, ja, aber ich sag mal, realistischerweise sind wir da gestartet mit einem halben Kistchen pro Mann. Man hat dann noch an der einen oder anderen Ständchen halt gemacht und noch ein paar mitgenommen. Ja, also vielleicht eine Kaste pro Wanderung. Hat man nicht mal so 5 Liter Fässchen pro Person gehabt? Ja, das war ganz früher. Das war auch so richtig amateurhaft, wo man die Schläuche in die Fässer gesteckt hat. Oh Gott, und ja. Dann haben wir uns gewundert, warum es überschäumt. So dumm. Ja, also ich muss schon sagen, also wo der Matze die Kutsch wollte ich gerade sagen, der eine Bollerwado gebaut hat, das war halt schon was. Das hat das Ganze auf ein anderes Level gehoben. Der hat schon Musik, der hat schon gescheites Transportvehikel und hat halt entsprechend genug Bier. Das war wichtig. Und vor allem hatte man ja auch noch eine Kielwand drin, also das war ja... Ach, stimmt, ja. Da hatte man ja auch noch eine Kielwand drin in der ersten Version. In der Version 1.0 hatte man die Kielwand drin, aber da hat natürlich nicht so viel Bier in den gepasst und in der zweiten Version hatte man dann einfach 2 Käste drin stehen. Mit einem Schirm drüber, dass er halt nicht in der Sonne so warm wäre. Das Gerät existiert noch, oder? Ja, logisch. Das Ding steht im Schuppe, das ist bereit. Ah ja, ist auch super. Toi, 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 vielleicht. Aufnahmebereit für 2 Kiste Perk. Da wurde man schon sehr beneidet auf der Tour. Das war schon cool. Ja, das kann man ja noch immer aufrüsten für die nächste Tour. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war an Weihnachten. Also das ist ein bisschen harter Cut, aber das bringt mich auch vom Alkohol zu Weihnachten, weil wir waren an Weihnachten deutlich weniger. Aber wir haben nicht unbedingt weniger getrunken, was dazu geführt hat, dass ich entsprechend sehr betrunken war. Und ja, also per se war das ziemlich in Ordnung, aber ja, ist halt so, wie es ist, ne? Aber Weihnachten an sich fand ich schon ziemlich gut. Bloß vielleicht 2, 3 Geschenke, wie immer, wo du halt nicht brauchst. Ich weiß nicht, wie war es bei euch? Wie war es bei dir, Matze, mit den Kindern? Ach Gott, hör mal auf. Also grundlegend war Weihnachten sehr entspannt. Das muss man wirklich sagen. Hut ab, Corona, Weihnachten war 2020, einfach schön ruhig. Das ändert natürlich nichts dran, dass gerade mit Kindern die Geschenkeflut einfach Tsunami-Ausmaße annimmt. Also, wir waren dieses Jahr unfassbar überlaufen mit der Sache. Aber was will ich machen? Dann kriegst du halt von der Pate, du kriegst von der Großeltern, jeder will dir was schenken und gerade bei Enkelkindern kannst du ja nicht immer sagen, ja, wir machen jetzt dieses Jahr mal nix. Das kennen die nicht, das Christkindchen muss kommen. Egal ob Pandemie ist oder nicht. Da muss es laufen. Und bei euch, Michael, bei dir war es auch ziemlich ruhig? Ja, also wir mussten halt gucken, wie wir das in die Schichte irgendwie aufteilen können. Weil wir haben ja schon ein bisschen größere Familie so insgesamt mit ganzen Stiefgeschwister, die dann noch dazukommen. Und es war halt unmöglich, pro Teilfamilie alle Kinder dann auf einmal einzuladen. Dafür wäre man einfach zu viel gewesen. Das heißt, wir haben dann geguckt, dass wir an Heiligabend waren wir dann bei der Mutter mit nur meine 2 Brüder. Nee, Quatsch, stimmt nicht mal. Da waren wir bei meiner Mutter, da war dann nur Bruder da und noch meine Stiefschwester. Und dann haben wir eigentlich da relativ beschauliche kleine Feier gehabt, haben noch ein bisschen auch dann getrunken, haben ein paar Geschenke verteilt. Und dann am nächsten Tag waren wir dann beim Vater, da kam dann der zweite Bruder dazu.
und dafür dann nicht die Stiefschwester natürlich, weil die im anderen Haushalt war. Und dann hat man halt so immer wieder geguckt, dass man das so umher schiebt, dass es immer gerade so gepasst hat, dass man nicht zu viel Leute wurde. Aber insgesamt doch fand ich auch, es war eigentlich fast vielleicht sogar schöner wie manche andere Weihnachten, wo einfach zu viel, zu große Feier, zu viel Stress, bis man auch alle Geschenke hat. Und insgesamt hatten wir doch echt eine schöne Zeit dann auch. Und ja, so insgesamt auch gar nicht so wenig Alkohol, muss man vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also ich habe auch teilweise richtig viel. Also wir schenken uns eigentlich im letzten Jahr schon weniger. Aber du hast immer so 2, 3 Kandidaten in deiner Familie, wo du so denkst, ey, was ist eigentlich bei dir falsch gelaufen? Die schenken da immer so einen Scheißdreck, wo du denkst, was mache ich denn jetzt so damit? Also jedes Mal, wo ich so denke, ey, wie kommt man auf die Idee, irgendein komisches Buch über irgendwelche Ruine, wo kein Mensch sich jemals anguckt. Wahrscheinlich hat die Person das selber geschenkt. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen. Und ja, also und das starb dann wieder zu und dann hast du einfach, also vor allem kannst du ja nicht alles beim Schrottwichtel immer wieder mitbringen, weil die Leute merken sich das ja, dass du das schon mal selber geschenkt hast. Das ist ja auch schlecht einfach. Also es bietet sich förmlich an, manches einfach bei eBay einfach zu verkaufen. Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind. Also bei uns war es jetzt dieses Jahr auch so, wir haben jetzt, ich meine, wir wussten es ja halt vorab, dass sehr viel kommt und haben dann halt schon mal so, ich sag mal in weiser Voraussicht, das Spielzimmer schon mal so ein bisschen ausgemischtet, also irgendwelche Kleinkinder-Spielsache, Babyspielsache, mit denen eigentlich nicht mehr viel gespielt wird, schon mal aussortiert und haben das so zusammengepackt und haben da auch versucht, ein bisschen was über eBay Kleinanzeige zu verkaufen, aber mein Gott, eBay ist ja ein Thema für sich, also da macht man ja die dollste Erfahrungen. Ja, wie ist das, Matze, mit Kindern? Also wie bringt man Kinder dazu, sich von irgendwas zu trennen? Oder sind ihr da rigoros ringerannt und haben gesagt, die Hälfte muss weg und das ist jetzt die Hälfte? Oder? Also Kinder dazu zu kriegen, sich von so Sachen zu trennen, ist ganz schwierig. Das geht ja am besten hintenrum an. Also du gehst hin, wenn die nicht da sind, und du gehst rein und guckst an, okay, was wird schon länger nicht mehr bespielt, und machst es einfach mal weg. So, dann stellst du es irgendwo in einen anderen Raum, da wartest du mal so ein paar Tage, fallt's auf, fallt's nicht auf, fällt wahrscheinlich nicht auf bei der Flut an Sachen, die haben. Und dann stellst du das alles irgendwo neben hin. Und was uns jetzt halt, weil wir haben ja halt nicht so viel Platz in unserem Haus, dann passiert's da halt einmal, dass die über so Kisten stolpern und dann die Sache wieder in die Hände falle und dann sind die Sachen auf einmal unfassbar cool. Also, uns ist schon ganz oft passiert, dass wir Sachen auf eBay verkaufen und dann haben wir die halt rausgelegt, weil der potenzielle Käufer sich angemeldet hat. Dann stehen die Sachen da. So, dann laufen die Kinder vorbei. Oh, unsere Sache, fange an auszupacken, fange an zu spielen. Oder nein, das ist verkauft, lass das stehen. Also von daher zu deiner Frage, das ist gar nicht so leicht. Ja gut, das ist so wie wenn du deine Kinder auf einmal neue Spielzeug verkaufst, wenn die das, ja ich sag mal, monatelang nicht gesehen haben und auf einmal ist das quasi was richtig Geiles, Nice. Aber ja. Ja, dann ist es aber wie, als würde ich denen das neue Spielzeug verkaufen, also jemand anderem verkaufen. Das macht es dann nicht unbedingt leichter, wenn sie es nochmal wiederentdeckt haben. Kurz vor knapp. Ja, also das macht den Abschied von natürlich vielleicht schwerer, aber wie schon gesagt, man hat ja vorher drauf geguckt, dass das jetzt Sachen sind, die nicht mehr wirklich regelmäßig genutzt werden und dann, wenn die dann wieder weg sind, da ein paar Minuten später sind die wieder vergessen. Also das geht dann schon ganz schnell. Da sind sie mit ihren 3 und 6 Jahren halt schon noch ein bisschen einfacher gestrickt und da gehen halt Sachen dann, die sind dann halt weg. Ja, Matze, und wenn er die Sache dann entsprechend rausgefiltert und vor den Kindern versteckt hat und dann auch wirklich euch entscheidet, das bei eBay oder eBay Kleinanzeigen zu inserieren, kriegen er die dann auch verkauft oder wie macht, also ich weiß nicht, bei mir ist es eher so Larifari, also eine Mischmasch-Erfahrung, wie ist es bei euch? Oder bei dir? Also ich muss sagen, wir leben ja hier in der Hinterpfalz schon ein bisschen ruhiger und abseits von Großstädte und ich glaube, da ist ich nenne es jetzt mal der Assi-Anteil bei eBay ein bisschen kleiner, aber du hast natürlich schon oft irgendwelche Absage, keine Rückmeldungen mehr,
Termine, die abgemacht werden, wo keiner kommt. Also das sind natürlich so Standards, mit denen lebt man halt so ein bisschen. Aber wir sind überrascht, dass es oft und fast schon enttäuscht manchmal, dass es oft einfach super läuft. Also die Leute schreiben dir freundlich Hallo und Danke und Tschüss und wir kommen dann und sind auch zu der vereinbarten Uhrzeit da. Das ist fast schon ein bisschen enttäuschend. Also eBay ist ja eigentlich auch so schlechte Erfahrungen muss ja sein. Also ich glaube, das hängt bei euch Spielzeug zusammen. Wenn ich überlege, was ich schon versucht habe zu verkaufen, also da haben sich immer so Hinterwäldler gemeldet. Das war schon ziemlich krass. Also ich habe immer versucht, für den Schwiegervater das Surfbrett zu verkaufen. Also was heißt zu verkaufen? Also fürs Protokoll, das Surfbrett war zu verschenken. Das stand explizit so drin. Ich habe die Maße reingeschrieben, wie groß das Ding ist, ungefähr wie alt das Ding ist, mehrere Bilder dazu gemacht. Und dann hat sich natürlich erst mal 3 Monate lang kein Mensch gemeldet, ganz normal. So, davon muss man ausgehen. Also kurz bevor die eBay Kleinanzeigen quasi das Inserat deaktiviert hat sich dann tatsächlich der ein oder andere gemeldet und nach lose Gespräche habe ich auch einen konkreter Interessente gehabt. Der kam da von der Vorrapals bei Neustadt kam der her. Und mit dem habe ich dann einen Termin ausgemacht. Und dann ist der gekommen mit dem Anhänger, wo ich gedacht habe, knapp wäre. Mal gucken. Und für jeden Fall habe ich mit dem Schwiegervater da gestanden. Und dann war der erste Satz von dem Typ: Ach du Scheiße, ist das Surfbrett groß. Obwohl in der Anzeige explizit drin stand, wie groß das Ding ist. Ach du Scheiße, ist das Surfbrett groß. Gut. Und dann... Mal ganz kurz zwischendrin gefroren. Wie groß ist denn so ein Surfbrett? Also, ich tu jetzt leider spoilern. Ja, ungefähr, okay, dann spoiler ich nicht. Nee. Also ungefähr, keine Ahnung, das hat über 2 bis 2,50, glaube ich, in der Länge. Also es war schon ein älteres und ein sehr breites. Das war so für Windsurfer. Also ich kenne noch die Stangen. Okay. Ein großes Teil. Ja, also die Elsbeth, das Elisabeth hat gemeint, ey, wir machen da ein Bartisch draus und was weiß ich was. Das Ding sah aus wie Harry. Kannst du wegschmeißen, ey. Also, oder verschenken. Auf jeden Fall der Typ, ne, keine Ahnung, wie er hieß, Ludwig, nenne man jetzt mal, hat dann gesagt, ach Gott, ist das Ding groß. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Und ich zu ihm dann, er weiß nicht, ob er das braucht. Er muss mal kurz seinen Sohn anrufen. Da hat er seinen Sohn das erste Mal zu diesem Thema angerufen. Der Sohn hat sich dann herausgestellt, hat in Rostock gewohnt. Also quasi am Meer, ne? Und der Sohn hat dann vor uns, also der hat relativ laut sein Handy gehabt, du hast quasi alles verstanden. Er hat dann zu seinem Vater gesagt, was soll denn das? Er braucht sowas nicht. Und er hat auch gar keinen Bock drauf. Und ja, im Endeffekt ist dann der Ludwig irgendwann dann, hat er gesagt, er will es ja nicht mehr, aber sein Sohn will es nicht. Und dann hat er dann gesagt, er fährt jetzt wieder. Ja, und im Endeffekt, im Endeffekt sind wir dann auf diesem Brett hocken geblieben und dann haben wir es halt 3 Wochen später kurz in Clay geschnitten. Also, ja. Das ich habe gedacht, der hat einen Dorobar gemacht. Genau. Nee, uff. Wenn du das der Elsbeth erzählst, dann kannst du so ein Surfbrett organisieren und du sowas bauen. Also, Nee, das, ich sag mal, das ist ja nicht wirklich für so eine Bar geeignet. Also vom Material und von der Oberfläche. Das ist ja erstens mal ist es nicht ganz gerade. Da fallen die Gläser um. Und dann ist es ja auch an der Seite so rund, ne? Also da kannst du ja nicht wirklich gut ranstellen. Aber was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, dass du bei einer Anzeige zu verschenke zu Beginn nicht gleich 100 Anfrage hast. Also wenn ich irgendwas zu Verschenkerin stelle, das ist immer gleich weg. Also ich hab schon die dollste Sache verschenkt. Da war mal in meinem Keller, als wir das Haus kaufern, war so eine Ölauffangwanne mit Altöl noch drin. Da haben sich die Leute rumgerissen. Jeder wollte das Ding haben. Ich dachte, sag mal, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch 10 Liter Altöl gekippt, ey. Also bei zu verschenken, das geht eigentlich immer los. Aber zum Thema zu groß zum Mitnehmen, da ist mir auch schon was passiert. Und zwar es war so ein alter kleiner Schrank, also so ich sag mal so ein Mini-Wäscheschrank, was man halt so hat. Keine Ahnung, wie groß der war. Ich glaube so 1,20 Meter, 1,40 Meter hoch, 1 Meter breit oder so. War jetzt nicht ganz klar, aber war halt kein Riesenschrank. Und wir haben den auch für, keine Ahnung, wenig Geld verkauft. Und dann kam da halt jemand und ich dachte so, ja, hab halt vorher schon gesagt, bringe Leid mit zum Tragen, bringe was Großes mit zum Transportieren.
Jo, dann kommen sie da. Ich glaube, es war Audi A4 Limousine. Mit Stufenheck. Und ich hab nur gedacht, oh mein Gott, was gibt denn das jetzt? Und dann war der Typ, der ist kommen. Na, ich sag ja, hast du noch jemanden dabei zum Tragen? Nee, was ist allein, du? Naja, ich denk, gut, komm, scheiß drauf, helfst, ne? Dann geht man auf in den ersten Stock, wo das Ding gestanden hat. Und dann guckt er so, und ich sag, ja, komm, wir heben es mal rum und Ding. Dann guckt er da, oh jo, das geht. Wie das geht? Halt schon mal grad die Idee auf. Nimm deinen Schrank, hebt ihn hoch und trat ihn runter. Um Gottes Willen. Dann ist er da ans Auto und da hab ich so gedacht, klappt das doch? Ja. Ich denke, gut, die hat zugemacht, tschüss, alles klar. 10 Minuten später haben wir ihn ausgeguckt. Ja, er steht noch und überlädt. Ja, guckst nachher noch immer. Ja, 5 Minuten später ausgeguckt. Ja, okay. Die Dere sind schon immer ab. Ich glaub, das ging dann noch vom so Auto 400 Stunden und dann hat er vom Schrank. Und nach 400 Stunden hat er es dann irgendwie geschafft gehabt, das Ding hinzukriegen. Und also das war schon ziemlich gut. Und dann hatte man noch eine weitere Geschichte in dem Metier. Zu große Gegenstände, zu kleine Autos. Haben wir auch alter Geschirrspüler von unserer alten Küche haben wir verkauft. Haben's auch recht günstig verkauft und dann kam da so ein junges Pärchen an. Ich denk, ja, alles klar, sind hier ins Haus gekommen, wir waren raus. Aber hab mir nur noch angeguckt. Ja gut, passt, Geld gäb. Vorgang, ich geholfen dem Kerl dran, ist ja schon schwer. Und dann stehen sie da mit so einer alten Astra G-Stufe-Heck und also gedacht, oha, die Dinger sollst du ja nicht unbedingt lehen, weil da ist ja noch Wasser drin und so, ne? Und dann so, ja, also ich glaube, hochkant wäre das nix, ne? Wir können es ja mal probieren. Ja, wenn du Mensch, ich kenn mein Auto. Ja, wenn du Mensch, mir angesetzt, er schon mal oben schön an die Oberkante vom Kofferraum dran geballert. Nee. Also wieder raus, hingelegt und dann so, bitte am besten die Schleiche ein bisschen hoch, weil wenn ich die jetzt runterfalle, dann lauft euch alles aus. Dann kommt seine Freundin um die Ecke mit so einem, ich weiß gar nicht, wo sie das herholt, das war ein Stück Nähfade oder so. Und dann hat der Typ hat, glaube ich, 5 Minuten gebraucht, bis er die scheiß Schleich irgendwie einen Knoten hingekriegt hat. Ich glaube, der hat in seinem Leben noch keine Knoten gebunden mit einer Schnur. Und dann ist der scheiß Schlauch doch in den Kofferraum gefallen und ausgelaufen. Ah ja, das denken die. Die dollste Sache, es sind nur Opel, aber da erlebst du die dollste Sache. Ich gehe fast davon aus, das Auto wurde ein paar Wochen später auch auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Neuwertig. Zu verschenken. Darauf mache ich mir erstmal noch eine auf, ey. Also. Wahrscheinlich mit Wäschmaschinen drin. Hat er mich rausgekriegt. Die ist nie wieder rauskommen. Herr Uff. Also, mir hat er auch mal so eine Kachelofen. Also, da hat die Schwiegermutter auch gemeint, für eine Kachelofen, von denen kriegen wir noch richtig viel Geld. Ich schon gedacht, niemals. Das Ding sah nicht so unfassbar schön aus. Also, es war unfassbar schwer. Also, der Schwager und ich haben das halber Bruch gehabt, wo wir das Ding von A nach B getragen haben. Und dann war das auch wieder, also ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Benutzername oder so, ich habe irgendwie keinen Klick, war es wieder 3 Monate drin. Ich habe dann den Preis, das waren unfassbare 80 Euro, von 80 Euro auf 70 Euro, von 70 Euro auf 60 Euro, von 60 Euro auf 50 Euro. Ja, da hat sich eigentlich nichts getan. Dann irgendwann hat dann so ein Handwerker-Klicker angerufen, sie würde den Ofen nehmen für ihr Werkstatt, dann würden sie den halt drinstellen und entsprechend die Werkstatt beheizen. Die Maße haben wir durchgegeben, weil wir haben ja aus dem Surfbrett gelernt, ne? Haben die Maße durchgegeben, das passt. Also sie kommen am Freitag vorbei. Ja. Ich wieder im Schwiegervater da gestanden. Kommen sie? Ja, also sie waren auch mit dem Handwerkerbus hier unterwegs. Ja, der hätte auch da reingepasst, ne? Also sie haben jetzt kurz bevor sie bei uns ankommt, sind der Chef angerufen, sie dürfen der Ofen nicht mitbringen, der ist der G. Also wir haben einfach über 10 Tage haben wir mit einer geschrieben und immer wieder Bilder geschickt, Maße durchgegeben, ne?
Und mitgeteilt, dass das Ding sau schwer ist. Und dann haben sie kurz vor knapp überhaupt mal gefroren, ob sie es aufstellen dürfen. Und nee, dürfen sie nicht. Nee. Super. Großartig. Ja. Also ihr kennt ja, ich denke, wie die Geschichte ausgeht. Nee, wir haben den Ofen nicht Klee gesät, aber wir haben Sperrmüll, also hier, Eisemann mitgegeben. Der hat sich gefreut. Da gibt's ja mittlerweile richtig professionelle Eisenmenschen. Ich hab mal einer gesehen, der hat so einen kleinen Kran da hinten drauf. Also die haben ja doch keine Probleme, sowas inzuladen. Ja, dann. Das wäre auch sinnvoll, weil mit so einem Kachelofen hatte ich auch schon Erfahrungen gemacht. Mir hat ja bei meiner Großmutter irgendwann das Haus verkauft, aber meine Mutter hätte noch Interesse gehabt an dem Ofen, der da drin war. Altes Ding, irgendwie sah eigentlich furchtbar aus, aber okay, weil so gleich das Ding, das kann man bestimmt irgendwie gebrauchen, kann man irgendwo in den Keller oder so inbauen, das ist bestimmt cool. Oder eine Werkstatt. Ja. Wie auch immer, auf jeden Fall bin ich dann halt losgefahren mit meinem Bruder. Der hat extra noch den Transporter mitgenommen mit der Tragfläche hingegangen und gedacht, okay, klar, schaffen wir zu zweit, kriegen wir das bestimmt hin, wir sind nur zu starke Männer und so. Zwei Kälber. Ja, hast du so gedenkt. Erstmal bis wir es geschafft haben, das Rohr zu demontieren und das Ding überhaupt mal von der Stelle zu bewegen, das war schon eine Tortur. Und dann ging es erst los. Und dann haben wir versucht, das Ding irgendwie aus der Küche rauszubringen. Ich kann dir sagen, das war unfassbar schwer. Wir haben es eigentlich kaum geschafft, wirklich mehr als für irgendwie 20 Zentimeter hochzuheben. Wir haben eigentlich immer bloß so von Ecke zu Ecke, so um die Ecke drumherum geschoben. Ja, und kommt mir sehr bekannt vor. dann haben wir es irgendwie geschafft, aus dem Haus raus, über die Terrasse in die Gatte zu schaffen, zum Gattetor. Und man denkt, so, jetzt mal vor dem Transporter. Wie zur Hölle soll man das Ding je auf die Ladefläche hochbringen? Ja, Ende der Geschichte war, der Ofen hat für 3 Wochen in einem Gatter rumgestanden. Und das war... Ich nehme an, er steht immer noch dort, oder hat er denn mittlerweile? Nee, irgendwann kam er mit dem Kran und hat ihn mitgenommen. Und jetzt die entscheidende Frage. Hat deine Mutter eine jemals benutzt oder steht er bei ihr jetzt in irgendeiner, keine Ahnung, in irgendeinem Schuppe oder... Nee, wir Wo haben ist er es jetzt? entschieden, natürlich. Warte. Ja, gut. Das sind so Sachen, manchmal machst du dafür irgendwelche Sachen Arbeit und am Ende hast du nichts davon, aber so ist es halt. Aber bei eBay gibt's halt auch Sachen, ich weiß nicht, manche Sachen, die gehören eigentlich doch, nimm ich auf eBay Kleinanzeige, die gehören doch eher auf das Sperrmüll. Da ist wahrscheinlich nur das Sperrmülldatum zu weit hin, dass sie das noch so lange stehen lassen wollen. Aber so Sperrmüll an sich habe ich früher als Kind geliebt. Wenn die ganze Leute ihr alter Krusch rausgestellt haben und wir durchs Dorf gelaufen sind und uns die Sache zusammen gesammelt haben. Ach, das war noch schöne was uns Zeit. gefallen hat. Alte Couche, haben rumgestanden, wo man Idee hatte, den unser Heiß jetzt zu stellen. Und da haben wir auch immer was richtig Cooles gemacht. Wir haben an einem Haus hatte komplettes Rennrad in Enseldale gelegt. Und wir haben uns Werkzeug geholt, haben das Ding zusammengeschraubt. Waren stolz wie Oscar, dass wir endlich mal ein Rennrad hatten. Haben das zusammengebaut. Haben quasi wieder dorthin gestellt, wo der Sperrmüll ist. Und es sind ja auch noch andere Leute unterwegs, die Sperrmüll sammeln. Und dann kommt der Renner vorbeigefahren und lad das Fahrrad in. Dachte, das wäre halt Sperrmüll. Kommt, nehmen wir mal mit. Lad das Fahrrad in. Weg war's. Jeder als Kinder gehockt und war ganz fertig. Wir haben ja nichts sagen können. Wir haben einfach nur zugeguckt, wie er unser Werk, das wir über Stunde zusammen gebastelt haben, wie er selber in sein Autoladen fortfahrt. Und dann war's weg. Hannes hat mal wenigstens nur Probefahrt gemacht oder war euch Nee, das nix. Das Ding hat sich nicht bewegt. Wir haben Werkzeug zusammengesucht, haben alle Schrauben, wir haben sogar die Kette noch gefunden. Das Ding wäre mit Sicherheit gefahren. Die Räfe aufgebombt, alles, das hat da gestanden, wie fertiges Rennrad am Schluss. Und dann kommt einfach der etwas ältere Mann, er hat da irgendwas an der Stimme gehabt scheinbar, deswegen hat er so seltsam gesprochen. Und er hat es einfach mitgenommen. Hat es einfach in sein Auto geladen und ist fortgefahren. Tragisch. Ja, so viel zum Thema, man macht sich Arbeit und hat am Ende nichts davon. Genau. Passt echt gut. Also irgendwie gehen jetzt, ich weiß nicht, es waren jetzt 5 Geschichten und nur eine oder 2 gingen gut aus. Also eigentlich nur die von Matze, der Rest war immer kein Happy End.
Also ich finde es ziemlich traurig. Aber ganz ehrlich, so eBay-Geschichten, die gut ausgehen, die sind ja meistens auch nicht witzig, oder? Also. Ich glaube, das sind so Mythen, die gibt's gar nicht. Also ich glaube nämlich dran. Ich würd sagen, auf der dreiste Mann, der einfach die Kinder als Fahrrad klaut, trinken wir mal noch ein Schnäpschen. Dann machen wir das. Jawohl. Das war ein sehr schönes Geräusch. Fühlt man sich fast schon wieder wie bei Manfred. Ja. Ich glaube, den hatte Manfred ab. Oder Williams. Ja, der gehört doch in die Gutwirtschaft irgendwo hin. Was hat er nicht? Aber ich. Alle, ihr Bube, Kampai oder wie man sagt. Kampai. Ja, genau, Kampai. Wird immer besser. Ja. Ja. Ach, da zieht sich alles zusammen bei mir. Also mein Brombeerschnaps, der haut ganz schön rein. Oder Brombeergeist. Boah. War übrigens Träger hat er. War übrigens auch ein Weihnachtsgeschenk, aber eins der bessere. Jawohl. Immerhin nicht eins, dass man wieder auf eBay verkaufen muss. Apropos noch eBay-Stories, any Geschichte, die muss ich euch noch erzählen. Die war ja wirklich sensationell. Hat eigentlich eher weniger speziell angefangen. Und zwar, wissen ja alle noch, ich hatte ja auch, so wie wir so 15, 16 waren, hat ja jeder von uns irgendwie einen Roller, ein Moped oder sonst irgendwas bei uns im Dorf. Und einen Roller hatte ich halt echt noch ziemlich lang. Der hat halt immer mal wieder so für Fahrt, für Ausfahrt. Dann hat noch mein Vater, der hat auch immer mal einfach so zum Zigarette holen oder so den Roller ausgepackt. Hat sich halt irgendwie angeboten. Und irgendwann war das Ding halt einfach hin. Also, der hat ich weiß gar nicht, die Getriebewelle, da hat's irgendein Ritzel durchgedreht und das hat er nämlich so richtig repariert gekriegt und hat dann auch irgendwann keine Lust mehr. Da haben wir gesagt, okay, komm, das Ding wird jetzt verscherbelt, ne? So, wo macht man sowas? Natürlich, eBay. Also Bilder gemacht, ihn gestellt, eBay. Ich glaube 100 € oder so haben wir reingeschrieben. Und dann hat sich tatsächlich ein paar Tage später hat sich jemand gemeldet, hat gesagt, was machen wir, das Ding läuft ja nicht, 70 € würde man nehmen. Wir wollen eine Fahrt haben jetzt, wir haben keine Lust mehr. Können wir das Ding abholen. Alle hopp. Und der Vater hat mal gesagt, der will halt Mittag, will der kommen um 4 oder so. Ich war da nicht da. Dann habe ich später eigentlich um 7. Ich denke, komm, ich rufe mal an. Ich drauf angerufen, ich sag, und? So Rollerfahrt? Jo. Aber ja, weißt du mal, da sind 2 Buben gekommen. Er hat gesagt, die sind gefahren gekommen auf dem Mofa. Und sind da gekommen und haben das Ding weggeschoben. Ich sag, was auf, das wird noch besser. Was auf? Ich sag, die sind gekommen und haben das Ding weggeschoben. Hat er gesagt, die haben gesagt, der einer hockt sich drauf und der andere schiebt nicht dann geht das schon. Ich sag, was, von wo sind denn die kommen? Das kann ja nicht lang gut gehen, sowas, ne? Sind die aus dem Dorf gewesen? Ja, er hat gefroht, aber er hat gesagt, die sind aus dem Saarland gewesen. Er hat dann nochmal auf Google geguckt. Die hatte einen Weg von ungefähr 70 Kilometer gehabt. Ich sag, wie haben die das gemacht? Die kennen doch nicht so ein Roller, das Ding wiegt ja 100 Kilo, weißt du? Das ist ja nicht gerade leicht. Die kennen doch nicht so ein Roller 70 Kilometer ins Saarland schiebe. Und es war 4 Uhr nachmittags. Die werden ja nachts um 3 ankommen oder so. Und da hab ich da gehockt, weißt du, oben zum Silber. Ich denk, jetzt mach ich da schon Säue um die Bube, aber weiß Gott, wo die jetzt sind, ne? Und da hab ich wirklich kurz überlegt, ob ich Google fahre, aber ich hab gedacht, nö. Und dann hat er noch gesagt, er hat nur noch so nachgeguckt und sie hätte sie sich ein Brett oder sowas organisiert und hätte dann so vorne hergeschoben, aber selbst mit dem Mofa, was 25 fahrt, bis ich oder 4 Stunden unterwegs. Oh Gott. Das war so ziemlich das größte Highlight, was bis jetzt so bei eBay bei mir passiert ist, muss ich sagen. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Also mit einem Roller oder einem Mofa mehrere Kilometer anzureisen, um einen anderen Roller abzuholen, der nicht richtig funktioniert. Respekt. Genau, von dem er weiß, dass er nicht geht. Ja. Unfassbar. Also, Michael, Regel Nummer 1 ist bei einem Schnäppchen niemals die Sache nachfragen, einfach durchziehen. Ja, absolut. Nicht so oft nachfragen, einfach sagen, wir haben es gekauft. Ja, geil. Ja. Einfach, Hauptsache es ist nimm weg. mal mit.
Das Geld war da, Aber der mich Roller würde schon war weg. interessieren, ob die ankommen sind. Ja, ich glaube, Die das ist jemals so im Saarland. Das ist so was für Akte irgendwann. Ja. Nicht, dass die bei uns unten im Tal irgendwo im Grabelei halt noch. Ich hab mal die Befürchtung dann geäußert. Ich habe gesagt, wer weiß, ob die nicht nur 2-3 Stunden einfach aufgegeben haben und haben das Ding in den Wald geschmissen. Sind hingefahren. Ja, aber sind dann auch noch stundenlang heimgefahren, weil mit so einem Mofa muss ich erstmal noch ein bisschen fahren. Ach Gott, das war noch Zeit mit dem Rollercher und mit dem Mofa. Da sind wir als noch mit dem Mofa, weiß nicht, ich glaube 10 Kilometer weit gefahren, fahr 5 Kasten Bier zu holen mit einer Fahrt. Auf M-Roller, ja. Ach ja, muss sich ja lohnen, so Fahrt. Ganz normale Transaktion. Die Tanknadel schon bei 0. Doch nochmal zum Getränkeladen gefahren, 5 Kasten Bier geholt. Das Übliche. Ja, so ist das auf dem Dorf. Ja. Komm schon nicht drum rum, irgendwie muss ich ja an deinen Stoff kommen. Nicht, dass die Straußbube aus der Übung kommen, ne? Nee. Ja, es ist die große Frage, ob die Jungs jemals wieder im Saarland ankommen sind oder ob sie, nachdem sie den Roller fortgeschmissen haben, dann überhaupt nicht mehr. Ja, vielleicht wirklich was für Aktezeichen XY ungelöst. Werden wir nie erfahren. Ja. Nee. Echt komisch. Die Frage ruft, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe jetzt schon 2 Schnaps und 2 Pilz drin. Also ich habe schon leicht in einem Tee. Also ich würde gerne wieder mit euch so zusammenkommen und oder demnächst bei Money, je nachdem, wie das sich im Lockdown entwickelt. Also fände ich schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch, ob online oder real life, immer dabei. Das sollten wir auf jeden Fall wiederholen, finde ich auch. Wird wieder Zeit. Ja, dem schließe ich mich an. Mir lange die 2 Bier, die Schnaps ja auch langsam. Und die Frau wird bestimmt auch schon langsam hippelig. Und ja, vielleicht kennen wir ja dann beim nächsten Mal wieder uns in echt treffen, aber schön, dass wir uns trotzdem sehen können und das halten wir auf jeden Fall aufrecht. Aber ihr wisst auch, was das bedeutet, ne? Das nächste Mal sind es dann 3 Bier und 3 Schnaps, weil wenn wir so uns ja steigern, wenn wir uns ziehen bei Money, also muss ja schon ein bisschen was gehen. Ja klar, das Training ist wichtig. Die Sixpack-Challenge steht. Ja, also die Sixpack-Challenge, müssen wir die direkt beim nächsten Mal starten oder wollen wir uns steigern? Haben wir noch Zeit, würde ich sagen. Ein halbes Sixpack, dann ein Sixpack und dann vom Peter de Kaste. Die Ansage steht. Also wir starten langsam und steigern uns dann ganz schnell. Genau. Ja, ich würde sagen, das ist ein ganz vernünftiger Ansatz, den wir verfolgen können. Ganz normales menschliches Verhalten. Ja. Ja, in diesem Sinne. Alles klar. Halte die Ohren steif, mach es gut. Mach es gut, ne? Ja, mach es gut. Und wir hören uns bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kampai. 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 Servus. Das war die heutige Folge Stammtisch Hinterpals. Vielen Dank fürs Zuhören und denke dran, Enna ist Kenner. Prost.